Guten Morgen miteinander. Im Namen von der Evangelischen Allianz Winterthur darf ich euch ganz herzlich willkommen heißen zu dem Gottesdienst. Und für mich ist immer etwas Schönes und auch Besonderes, wenn Christen aus ganz unterschiedlichen Kirchen mit ganz unterschiedlichen Gewohnheiten und Glaubenstraditionen können zusammenstehen. Habt ihr mich vorher noch nicht gehört? Schon? Gut, jetzt höre auch ich mich. Das ist immer etwas ganz schön. In dieser ganzen Unterschiedlichkeit können zusammen sein, aber zusammen können Gott feiern, zusammen können Gottesdienst feiern. Ich habe mich sehr gefreut und ich hoffe, dass es euch auch so geht. Sucht der Stadt Bestes. Darum geht es uns heute. Und ich darf sagen, in der Allianz, es ist schön, was wir haben in Winterthur, das Miteinander, wie wir miteinander unterwegs sein dürfen, über Gemeinden raus. Aber heute wollen wir den Blick nicht auf uns werfen, sondern raus auf die Stadt. Das ist heute das Zentrum. Und zum da schon mal ein bisschen abholen, die Stadt nimmt sich Wunder, wo lebt ihr eigentlich? Wer lebt so in der Gegend Rosenberg, Feldheim? Wir dürfen euch ja bemerkbar machen. Hat es Leute da? Schön, herzlich willkommen. Wer kommt aus Wülflingen? Auch ein paar. Aus Dös. Ah, die Körper gut, wunderbar. Wer kommt aus Seen, Mattenbach? Voilà, jetzt werden wir da langsam ein bisschen, laufen wir ein bisschen warm. Wer aus Oberi oder Hegi? Ich gehöre auch zu denen, genau. Aus der Stadt, Stadtzentrum. Super. Wer ist von außerhalb? Super. Wer ist auf dem Livestream? Hat sicher auch ein paar. Heute ist der eidgenössische Bußdank- und Betttag, kurz gesagt der Betttag. Und das werden wir heute auch tun. Wir haben Grund zum Danken, das werden wir machen in den Liedern, aber wir werden eben auch wählen für die Stadt einstehen. Das wird doch noch ein bisschen Raum dürfen einnehmen. Jetzt, was erwartet uns heute Morgen? Musikalisch sind wir bereits abgeholt worden von dieser jungen Band, von der Heilsarmee. Ich habe mich sehr gefreut. Ich muss spicken, wie sie heissen. Vivacious heissen sie. Und sie werden uns mitnehmen im Lobpreis, im Worship heute Morgen. Dann werden wir die Predigt hören von der Sarah Roos. Sie ist Pfarrerin in der reformierten Kirche in Seen. Und dann werden wir uns mit der Stadt beschäftigen. Und zwar werden wir von Herausforderungen bzw. von Nöten hören, die da sind. Und Regula Knecht von der Heilsarmee wird uns mit Interviewgästen dann mitnehmen. Und nachher werden wir selber aktiv. Und wir beten. Dort werden wir dann angeleitet durch den Simon Müller von der FG. Jetzt zuerst darf ich aber das Wort an Thomas Zink übergeben. Er ist der Präsident der Evangelischen Allianz. Dem ist das gut. Ja, danke vielmals Dani und auch der Band für den Start in den Gottesdienst. Vielleicht werdet ihr das heute noch ein paar Mal hören. Auch ich habe mich mega gefreut auf den heutigen Sonntag. Es ist nicht einfach ein weiterer Sonntag wie jeden anderen, sondern es ist der Allianz-Gottesdienst, was immer ganz etwas Spezielles ist. Für mich immer eines der Jahreshighlights. Und darum freut es mich, dass ich da als amtierender Präsident noch kurz ein paar Sätze sagen darf. Der Dani hat schon gesagt, wir feiern heute nicht nur Allianz-Gottesdienst, sondern wir feiern auch den eidgenössischen Dank-, Buß- und Betttag. Seit 1848 wird er gefeiert, immer am 3. Sonntag im September. Und damals ist es unter anderem darum gegangen, dass man den Respekt fördern unter politisch und konfessionell Andersdenkenden. Daher passt es gut, dass wir als EAW uns für diesen Sonntag entschieden haben, zum zusammen Allianz-Gottesdienst zu feiern. Es ist nämlich bis heute so, dass wir uns in politischen und manchmal auch in theologischen Fragen nicht einfach einig werden. Aber das Ziel damals, 1800 irgendetwas, war, den gegenseitigen Respekt zu fördern für Andersdenkende. Und das machen wir bis heute und das gelingt uns auch gut. Ich will sogar sagen, es ist mehr als einfach nur gegenseitiger Respekt, sondern es sind echte Freundschaften, die da entstanden sind, unter diesen 19 Kirchen und Werken der Stadt Winterthur, die zusammen die Evangelische Allianz bilden.
Und wir verstehen uns also echt als Ergänzung und wir feiern unsere Andersartigkeit. Also wenn wir heute Morgen zusammenkommen, dann kommen wir mit ganz unterschiedlichen Stallgerüchen, hat der Dani im Vorbriefing gesagt. Aber wir feiern das, dass wir anders sind und dass wir so in dieser Stadt Winterthur ganz viele Anknüpfungspunkte geben für die Menschen von dieser Stadt. Und ich bin also auch in diesem Jahr wieder in verschiedenen Allianzgemeinden auf Besuch gewesen, im Gottesdienst. Und ich kann sagen, ja, es ist anders wie daheim, aber es ist überall super. Und darum können wir an diesem eidgenössischen Dank-, Buß- und Betttag wirklich Danke sagen. Wir sind dankbar für alles, was Gott in den letzten Jahren dieser Allianz geschenkt hat und weiterhin wird schenken. Und es sind zum einen unsere Freundschaften. Es ist aber auch eine echte Sehnsucht, dass Jesus nochmal wirkt in dieser Stadt und sichtbar wird. Das eint uns. Und für das können wir echt dankbar sein. Wir sind so dankbar, dass Jesus als Missionar in dieser Stadt unterwegs ist. Und wir wollen herausfinden, wo er das macht. Und wir wollen nicht im Weg stehen, sondern helfen, dass sich sein Reich ausbreiten kann. Und wir machen das auf dem Fundament von ganz vielen Leuten, die uns vorangegangen sind. Es besteht in der EAW Winterthur ein riesen Erbe. Da sind so viele Männer und Frauen vorausgegangen, haben sich Jahrzehnte investiert in dieser Stadt. Das ist uns manchmal gar nicht so bewusst, was wir hier haben in Winterthur. Und ein paar von diesen Männern und Frauen werden heute auch anwesend sein und euch gebührt ein riesen Dank. Wir wollen uns daran freuen, an dem, was sie alles hervorgebracht haben. Wir wollen immer wieder auch überlegen, wo sind wir in die richtige Richtung unterwegs und wo müssen wir vielleicht auch Buß tun und in eine andere Richtung unterwegs gehen. Auch das gehört zu dem Dank-, Buß- und Betttag. Und ja, beten, auch das hat der Dani schon gesagt, ein mega zentraler Teil von uns als Allianz. Wir treffen uns einmal im Monat zum zusammen beten, zum Gemeinschaft haben, zum zusammen zum Morgenessen. Und wir beten für die Stadt und für die Region. Für die Menschen, die hier wohnen und die Herausforderungen, die sie haben, wo wir auch später etwas werden hören darüber. Wir beten für unsere Kirchen und Werke, wie wir das brauchen. Und wir beten füreinander als Leiterinnen und Leiter von dieser Stadt, damit wir immer wieder zuallererst an der Beziehung von Gott zu Gott arbeiten können. Dass alles, was wir machen als Leiterinnen und Leiter von dieser Stadt und generell alle, dass wir das aus dieser Beziehung zu dem Jesus heraus tun. Dass das aus dieser Beziehung herausfließt. Beten ist uns wichtig. Und wir werden es auch heute zusammen machen, auch das ist schon angeklungen. Später. Uns erwartet aber auch sonst einige Highlights. Wir werden das alles unter dem Titel «Suchen der Stadt Bestes» hören und ihr habt es ja auch da. Es kommt einem sofort die Stelle im Jeremia in den Sinn, wo das Volk Israel im Exil war, irgendwie unter Andersgläubigen und Andersdenkenden. Und für uns fühlt es sich manchmal ja nicht anders an. Aber genauso wie der Jeremia dem Volk sagt, sucht das Beste für die Stadt, wenn wir das auch als EAW machen. Auch in dieser Zeit, wo wir jetzt gerade drinstecken als Allianz, wenn wir uns das immer wieder fragen. Was ist das Beste für die Stadt Winterthur? Und wir wollen unsere Bemühungen beim Wirken in dieser Stadt einmal verstärken, damit Winterthur ein Ort ist, der aufblüht, auch wegen uns Christen. Und wenn der Gottesdienst einen Teil dazu beiträgt, dann hat er sein Ziel erreicht. Ich wünsche uns allen eine besondere Zeit mit Gott, die gegenwärtig ist. Lass uns das bewusst sein an dem heutigen Morgen. Und eine gute Zeit miteinander, dass in unserem Unterwegssein zusammen seine Liebe sichtbar wird. Und jetzt stehen wir auf und machen da Parkarena zum Haus vom Lob, zusammen mit der Band hier rund um den Janik. Suchet der Stadt Bestes. Das steht als Thema über dem heutigen Gottesdienst. Es ist keine Parole aus einem Wahlkampf. Es sind Worte, wir haben es gehört, sind vom Prophet Jeremia, wo er zu den Israeliten im Exil spricht. Sie sind verschleppt worden, sie sind in der Fremde und sie sehnen sich nach nichts mehr, als zurück in ihre Heimat zu kommen. Sie denken auch, wir sind bestimmt nicht lange da. Gott schaut schon, dass wir wieder heimkommen und hoffentlich möglichst bald. Und dann tritt ein Prophet unter ihnen auf, der Jeremia, und er sagt ihnen, lasst euch nieder, baut Häuser, schaut für eure Familie, gründet neue Familien und dann vor allem sucht der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn ihr's wohl geht, so geht's euch auch wohl. Von da stammen die Worte, suchet der Stadt Bestes.
Und ich finde das total spannend, das ist die Übersetzung vom Luther. Und im hebräischen Text steht da, suchet den Shalom, suchet den Frieden. Und dem Luther ist einfach völlig klar, der Friede von Gott ist das Beste, was jedem Einzelnen passieren kann. Der Friede von Gott ist das Wohl der Stadt. Wir haben vorher gehört, wer von welchem Quartier ist, wer von außerhalb von Winti ist. Und es ist ja nicht unbedingt so, dass alle schon immer dort sind. Dass du schon immer dort gewohnt hast, wo du jetzt wohnst. Irgendwie hat dein Lebensweg dahin geführt. Vielleicht freiwillig. Vielleicht hast du gefunden, Winti ist so eine coole Stadt. Es lohnt sich, dahin zu ziehen. Es ist so schön. Ich bin seit 2 Jahren da. Mein Heimatort ist Winterthur. Ich fühle mich noch nicht ganz so. Und umso schöner finde ich es da, mit euch heute da versammelt zu sein. Wir sind gemischt, durchmischt von allen unseren Lebensgeschichten, von all unseren Erfahrungen miteinander und mit Gott. Und die Worte, suchen der Stadt Bestes, richtet sich aber nicht einfach an eine einzelne Person, sondern an eine Gemeinschaft von Leuten, die von Gott rausgerufen sind. Damals an die Israeliten. Und stellt sich ja die Frage, ja, was bedeutet das für uns als Kirchen, für uns als Allianz? Jetzt mal von Winterthur, man könnte es natürlich auch im grösseren Kontext sehen. Wie sieht denn das Verhältnis aus zwischen uns und der Gesellschaft? Sind wir ein Teil davon oder fühlen wir uns wie im Exil? Und was haben wir für einen Auftrag für unsere Stadt? Da machen wir einen Sprung ins Neue Testament und wir schauen in den Philipperbrief zu den Worten von Paulus. Weil der Paulus redet ganz viel über das. Er redet von der Heimat der Christen. Er redet von den Christen als von Himmelsbürgern, von Leuten, die das Bürgerrecht im Himmel haben. Er redet davon, dass wir als Kirche unsere wahre Heimat bei Gott haben. Dass er etwas mega Gutes für uns parat hat. Und dass der Ort, wo wir hier wohnen, wo wir sind, dass das sozusagen der vorletzte Ort ist. Dass das nicht unsere wahre Identität ist und nicht unsere wahre Heimat. Dass das erst bei Gott mal der Fall sein wird. Und dass diese Sehnsucht nach dieser Heimat bei Gott, der unsere Sehnsucht stillen kann, der Einzige, der uns alles geben kann, wo wir uns danach sehnen, der Ort, wo auch keine Nöte mehr sind, wo keine Trauer und kein Leid mehr ist, keine Tränen, das ist unsere Heimat. Und wir sind geprägt von dem. Wir freuen uns darauf. Wir freuen uns auf Gott und leben da. Jeder Versuch, sich ein Zuhause zu schaffen, da, scheitert ein bisschen an dem Wissen oder an dem Merken, es ist nicht perfekt. Und der gleiche Paulus, der sagt, wir sind Himmelsbürger, unsere Heimat ist bei Gott, fordert die Gemeinde auf und sagt, ihr sollt als Bürger eurer Stadt leben, wie es dem Evangelium von Christus entspricht. Also, wir sind da, wir sind Teil davon, wir sollen da leben und mitgestalten. Im Wissen und im Geschenk davon, dass wir die Gnade von Gott bereits empfangen haben. Dass wir die Gnade von Gott immer wieder neu empfangen. Dass er uns dahingestellt hat. Dass jeder und jede eingeladen ist, ein Kind von Gott zu sein. Dass wir miteinander eine Gemeinde sind, ein Leib von Christus. Und dann in dem Miteinander sagt nachher der Paulus, ein Vers nachher, dass ihr in einem Geist gefestigt seid und eines Sinnes den Kampf für den Glauben an das Evangelium fortführt. Dass wir zusammen können
In einer Einheit. Eine Einheit, die wir nicht selber schaffen können, aber wo der Geist von Gott schaffen kann. Und dass wir zusammen miteinander einen Auftrag haben. Der Auftrag, der Paulus sagt, den Kampf für den Glauben als Evangelium fortzuführen. Das Evangelium zu verkünden. Das ist nichts anderes als das Beste für unsere Stadt zu suchen. Gott selber zu suchen, nach dem Evangelium leben und zu verkünden. Es ist die gute Nachricht, dass Jesus Christus aus Liebe für uns alles gegeben hat, bis hin zum Tod am Kreuz. Dass er unser Retter und Erlöser ist, dass er auferstanden ist und lebt. Und dass der Friede von Gott und die Heimat, nach der wir uns sehnen, eben gerade in und durch Jesus ist. Wenn wir jetzt das Evangelium verkünden, dann heisst das, dass wir eine Auskunft geben über die Hoffnung, die uns prägt. Dass wir berichten von Gott, dass wir auf ihn schauen. Und dass wir darauf schauen, wie Gott wiederum jeden Einzelnen von uns anschaut. Und jede Einzelne, die da zu Winterthur lebt. Er, der uns einladet in seine Gegenwart. Suchen der Stadt Bestes. Das Beste ist es durchwirkt sein von Gott. Es prägt sie von seiner Identität und dass wir uns sehen in seinem Zuspruch von der Liebe. Das Miteinander, das das Zentrum hat, Jesus Christus selber. Die Stadt braucht Gott. Er ist unsere Hoffnung. Nicht wir sind so gut und so toll, auch wenn da mega viele tolle Leute sitzen. Aber wir glauben an einen grossartigen Gott, an einen riesigen Gott. Und darum haben wir etwas zu bieten. Und wenn ich heute von der Stadt rede, dann ist das ein bisschen abstrakt. Aber Winterthur besteht ja aus diesen über 120'000 Leuten in der Stadt und viel noch drumherum. Jeder mit einer eigenen Lebensgeschichte. Und wenn man jetzt sich da hineinsieht und sich überlegt, ja, wie kann ich mich jetzt beteiligen, dann kann das schon gesamtstädtisch passieren. Dass man sich aktiv der Politik beteiligt, dass man sich einsetzt in einem Amt. Aber nicht nur diese Leute sind gefragt. Nicht nur die, die eine fixe Aufgabe haben, ein Amt, sondern du, jeder Einzelne von uns, dort, wo du im Alltag unterwegs bist. Das Beste für die Stadt ist eine Veränderung von Herzen. Eine Veränderung, die bei den einzelnen Menschen anfängt. Eine Hoffnung auf eine Wiederherstellung von Zerbrochenem. Und dass Leute aktiv, wir und andere, immer wieder dürfen die Liebe von Jesus erfahren. Und dass wir dann auch die Liebe weitergeben. Ganz praktisch, mit Händen und Taten, im Gebet, wie uns der Jeremia dazu auffordert, wie wir es am Dankbuß- und Betttag machen. Und indem wir Zeugnis geben vom Evangelium, von der Hoffnung, die uns trägt. Mit der Hoffnung und der Zuversicht, dass Gott da ist, dass er wirkt und seinen Frieden schenkt. Mit der Erwartung, dass noch mehr von dem sichtbar wird in Winterthur. Mit der Erwartung, dass da noch mehr, und zwar gut, dürfen entstehen. Darum machen wir das. Darum suchen wir der Stadt, das Beste von der Stadt, den Frieden von Gott selber und Gott zum Wohl für uns alle, für jeden Einzelnen, der unterwegs ist und das daheim hat, egal ob das vorübergehend oder langfristig ist.
Weil Gott kann bieten, was wir nicht können. Weil er kann eine Veränderung schenken und eine Hoffnung dort, wo unsere Zukunftsprognosen fallend scheinen. Und weil Gott Menschen zusammenfügen kann, wo wir nicht mehr weiter wissen. Weil wir schlussendlich Gott brauchen, möchte ich mit einem Gebet an ihn abschliessen. Grosser Gott, wir brauchen dich. Unsere Stadt braucht dich. Unsere Kirchen, unsere Familien. Wir brauchen dich. Danke, dass du uns immer wieder zusammenbringst in deinem Namen. Danke, dass du uns bereits mit deiner Gnade berührt hast und wir deine Worte vom Evangelium haben dürfen hören. Danke, dass wir heute so versammelt sind und wir beten für Vinti. Schenk du deinen Frieden und zeig uns, wie wir immer wieder Anteil haben können, wie wir mitmachen können, mit Taten, im Beten und im Verkünden von deiner Liebe. Und so miteinander können unsere Stadt, unsere Mitmenschen prägen und dein Reich immer mehr sichtbar wird. Du bist gross. Amen. Vor ein paar Monaten hat sich die EAW, also die Evangelische Allianz von Winterthur, Kontakt aufgenommen mit Verantwortlichen von der Stadtentwicklung Winterthur mit Fragen. Und zwar haben wir gefragt, welche sozialen Themen beschäftigt Vinti und wie können wir als Kirche darauf reagieren. Als Reaktion darauf haben wir eine Liste bekommen mit 8 Punkten und ihr seht sie jetzt vorne aufgelistet. Es ist die psychische Gesundheit, die Sorgen macht, Vereinsamung, Sozialhilfe und Armut generell, Kinder und Jugendliche, die konfrontiert sind mit schulischen und familiären Problemen, Suchtthemen, die Wohnungsnot und auch die Herausforderung der Integration von geflüchteten Menschen. Zusammenfassend kann man sagen, ein Mangel an Gemeinschaft und an Hoffnung. Ich durfte heute 3 Gäste einladen, die von denen nicht entweder selber betroffen sind oder auch beruflich damit zu tun haben. Sie werden uns heute davon ein bisschen erzählen. Danke vielmals, dass ihr da seid. Und ich starte gerade als erstes mit Ruhi. Ruhi Francis, du kommst ursprünglich aus Pakistan, bist zusammen mit deinem Mann und eurem damals 5 Monate alten Sohn in die Schweiz geflüchtet, 2008. Es musste alles schnell gehen, es war eine schwierige Situation. Später in der Schweiz habt ihr dann nochmals eine Tochter bekommen oder noch eine Tochter bekommen. Und meine Frage an dich ist, wenn du an diese Zeit zurückdenkst, als ihr frisch in der Schweiz angekommen seid, was war besonders schwierig? Ja, danke Regula für diese Gelegenheit. Wenn ich ehrlich sagen, das ist wirklich schwierig, der ganze Weg im Wörter zu sagen, weil wir haben so viel erlebt. Natürlich, das erste war die Sprache. Das ist die fremde Sprache für uns, die neuen Leute kennenzulernen, auch das komplett Kulturschock für uns. Ich gebe ein Beispiel. Am Anfang habe ich eine Schweizerin Freundin angefragt, würdest du meinen Sohn hüten? Sie sagte nein. Das habe ich nicht verstanden eigentlich. Und für mich vielleicht das Nein heißt Nein für immer. Ja. Ich musste das Schweizer Kultur besser lernen und das war ganz frisch für mich damals. Ja. Was hat dir denn geholfen, in diesem fremden Land zurechtzukommen? Also wie ich dir gesagt, die Sprache war eine Challenge am Anfang für uns. Ich und mein Mann, wir haben versucht, unsere Besten, wie schnell so möglich die deutsche Sprache zu lernen. Wir haben angefangen von GVC, von hier die Deutschkurse. Ich sehe auch ein paar Mal von meinen Lehrern und Lehrerinnen und danke, dass sie so viel Geduld gehabt. Dann, wir haben versucht, auch Gemeinschaft mit verschiedenen Kirchen zu haben.
In verschiedene Programme sind wir involviert. Das hat uns wirklich sehr viel geholfen. Also ich sage immer und dachte, dass das Kultur von Jesus ist das überall gleich. Wenn wir gehen zu einer Kirche, wir fühlen uns nicht Fremden, sondern ein Teil von Familie. Das hat uns geholfen. Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel. Ihr wart also sehr aktiv, habt euch sehr aktiv bemüht mit der Sprache, mit der Integration. Und unterdessen engagierst du dich schon einige Jahre in der interkulturellen Arbeit. Wieso machst du das? Also ich habe Mitgefühl für die anderen Migranten, weil ich dasselbe erlebt habe. Ich vertraue, dass Gott eine Geschichte von meinem Leben, aus meinem Leben geschrieben hat. Und ebenso hat er auch die Pläne für andere Migranten. Ich versuche nur, ihnen zu helfen, ihren Zweck im fremden Land zu finden. Und deswegen gebe ich meine eigene Geschichte weiter und meine Erfahrungen, damit vielleicht sie eine Hilfe bekommen kann. Ja, du bezeichnest dich selber ja auch als Brückenbauerin. Du baust die Brücke von einer fremden Kultur zu der Schweizer Kultur, hast es selber auch erlebt. Kannst du uns ein konkretes Beispiel erzählen? Wie machst du das? Wenn ich ehrlich sage, da muss ich auch ein bisschen aufpassen, weil ich bin auch schon lange in der Schweiz und ich kenne schon die Schweizer Kultur und manchmal bin ich auch sehr direkt mit Migranten. Wie die Schweizer? Genau. Und praktisch zu helfen bin ich tätig mit Migranten in verschiedenen Ämtern, zum Beispiel beim Arzttermine oder auch manchmal im Gericht zusammen zu begleiten, in verschiedene Notfallsituationen zu dem Notfallfrauentelefon und solche Institutionen. Ja, genau. Ich kann schon von Sprachen sprechen und das hilft mir sehr viel. 5? Genau. Einfach zu connecten mit anderen Migranten. Genau. Und ich denke, ich sehe auch nicht wie Schweizerin aus. Nein. Und darum, das hilft mir auch. Genau. Aber wie Dani, du morgen gesagt hast, dass heute Morgen habe ich gehört, dass im Himmel haben wir alle die gleiche Hautfarben. Genau. Du hast mir, als ich dich besucht habe, so ein wunderschönes Beispiel erzählt von deinem Amt als Brückenbauerin, wie du einer Frau geholfen hast im Sommer. Genau, in diesen Sommerferien war ich mit einer afghanischen Frau in einem Schwimmbad gegangen. Sie kann nicht schwimmen, ich kann auch nicht schwimmen. Aber trotzdem, wir haben sehr viel genossen, im Wasser zu treiben und auch haben wir miteinander Austausch gehabt. Über unsere Kinder haben wir viel gesprochen. Das war ein gutes Erlebnis, ja. Ja. Du sagst, dass deine Geschichte hilft, dass andere Geflüchtete schnell Vertrauen zu dir fassen. Ich sage jetzt, wir Schweizer haben nicht dieselbe Geschichte. Wie können denn wir helfen? Sind wir nicht viel zu weit weg von der Realität von geflüchteten Menschen? Was können wir tun? Ich denke einfach Zeit verbringen, das ist sehr wichtig. Also da zu sein, zuhören, das sind sehr wichtig. Immer zu helfen, das ist schwierig, aber Bereitschaft zu helfen, das wird, ich denke, ist genug. Ja. 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 Danke dir vielmals, Rui, für dein Teilen deiner Erfahrung. Das ist sehr wertvoll. Wir können viel lernen von dir. Ja. Ich komme zu der nächsten Interviewpartnerin, das ist Jacqueline Hofmann. Jacqueline, stell dich doch gerade selber vor. Genau, ich bin Mutter von 5 teilweise schon erwachsenen Kindern und verheiratet. Für mich war schon ganz früh klar, dass ich mich in Kinder und Familien investieren will. Ich habe die Ausbildung zur Kindergärtnerin gemacht, habe nachher mit meinem Mann zusammen 10 Jahre die Kinder- und Jugend- und Familienarbeit in einer Kirche geleitet, habe auch unter Migrationsfamilien Kinder eine Sidewalk Sunday School aufgebaut. Nachher sind wir auf Winterthur gekommen und haben 15 Jahre die christliche Privatschule Salz mit aufgebaut. Und jetzt bin ich seit 5 Jahren als Schulleiterin in einer Anliegergemeinde von Winterthur.
Da kommt ganz viel Erfahrung zusammen in der Arbeit mit Kindern. Jetzt die Schulkinder von heute. Wie geht es denn denen? Was erlebst du? Einerseits geht es den Schulkindern wunderbar. Wir haben eine wunderbare Versorgung hier in der Schweiz und auch im Kanton Zürich, in Winterthur. Wir haben wunderschöne Schulgebäude, zeitgemäße Infrastruktur, Möbel, digitale Geräte. Wir können sehr eine vielseitige, zeitgemäße Schulbildung gewährleisten. Und auf der anderen Seite sehe ich aber auch viele Kinder, die sich sehr früh in ihrer Schulkarriere stark unter Druck fühlen, eigentlich mit den Erwartungen, die an sie gestellt werden, nicht zurechtkommen. Es ist wenig Zeit, die sie haben zum freien Spiel, sondern sie müssen sehr früh performen und erfüllen. Ja. Und was bedeutet das jetzt für euch Lehrpersonen oder Schulleitende? Wie geht es denn euch? Und wo sind ihr besonders gefordert? Wir sind einfach konfrontiert mit sehr, sehr vielseitigen und vielfältigen Bedürfnissen von den Menschen, die wir mit ihnen unterwegs sind, den Kindern und den Eltern, und wo wir einfach aus dem System oder aus uns selber nicht allen gerecht werden können. Und das führt immer wieder zu Frust. Ich erlebe oder ich sehe im Bildungswesen unglaublich einen hohen Prozentsatz an Menschen, die mit viel Herzblut und viel Leidenschaft sich einsetzen und etwa auch mal enttäuscht werden, weil sie keine Lösungen finden. Und das braucht viel Kraft. Auch so ein bisschen konfrontiert sein mit viel Schwierigem in unserer Welt, in unserer Gesellschaft oder auch eher düsteren Zukunftsperspektiven macht unser Schaffen nicht einfach, weil ja, es ist so wichtig, dass wir eine hoffnungsvolle Zukunftsperspektive ausstrahlen, eine sinnstiftende Perspektive, und das braucht Energie. Ja, das braucht sehr Energie. Und was beschäftigt dich denn, wenn du an dein Arbeitsfeld denkst? Was mir grosse Sorgen bereitet, sind viele kleine Kinder, die mit den Reizen oder einfach all diesen Anforderungen von unserer Gesellschaft nicht mehr zurechtkommen und eigentlich in sehr frühen Jahren eine Art Erschöpfung erleben. Und das Begleiten von diesen Kindern ist für uns als Schule, aber natürlich auch für die Eltern eine grosse Herausforderung. Das andere sind viele Kinder, die in Kinski eintreten, ohne soziale und sprachliche Grundkompetenzen mitzubringen. Sie sind sich nicht gewöhnt, in einer Gemeinschaft zu sein. Sie kennen es nicht, dass man Rücksicht nehmen muss, dass man sich an Abläufe und Strukturen halten muss. Und das erschwert natürlich die Bildung extrem. Und auch die Kosten, die in der Schule entstehen durch den Begleitungsbedarf, den wir heute haben für unsere Kinder, einerseits in den Sonderbeschulungsmaßnahmen, aber andererseits auch einfach in den Begleitungsmaßnahmen, die heute Kinder brauchen, damit sie am Unterricht in einer Klasse teilnehmen können, die sind so stark steigend, dass jeder weiss, so kann es nicht weitergehen. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass das Thema der steigenden Kosten sicher auf politischer Ebene müsste angeschaut werden oder auch wird. Aber jetzt so, sagen wir mal, die ganz normalen, die Eltern zum Beispiel. Was wünschst du dir denn von den Eltern? Was hilft? Für uns mega wertvoll ist, wenn die Eltern uns vertrauen und uns auch mit Wertschätzung begegnen. Weil, wie schon gesagt, die meisten Menschen oder fast alle Menschen, die im Bildungswesen arbeiten, machen das mit unglaublich viel Herzblut und wollen das Beste für die Kinder und für die Familien. Und das andere ist auch praktische Unterstützung, praktische Hilfe, Präsenz an Anlässen im Schulalltag. Ich habe einen Senior bei mir an der Schule, der jede Woche in Schach-Freizeitkurs kommt und dort mit den Kindern Schach spielt, ihnen aus seinem Leben erzählt, und das ist eine wahnsinnige Bereicherung. Mhm. Für was können wir als Kirche im Gebet oder auch ganz praktisch einstehen? Ich glaube, Elternschaft und Familienleben ist in unserer Zeit eine riesige Herausforderung. Und ich glaube, dass Familien und Eltern jede Unterstützung brauchen, die sie bekommen können. Sei das Ermutigung, praktische Hilfe, aber auch Leitung, manchmal in dem Dschungel, wo wir
mit Ansichten konfrontiert sind und nicht mehr recht wissen, was wir jetzt sollen. Ja, weil wenn es den Familien gut geht, geht es auch unseren Kindern gut. Und dann können wir in der Schule auch die Bildung, den Bildungsauftrag wahrnehmen. Ja. Danke, Jacqueline, für deine Ausführungen. Das ist sehr wertvoll. Und ich komme zum dritten Interviewpartner. Das ist der Oliver Wartenweiler. Du bist sozialpädagogischer Familienbegleiter. Ich vermute jetzt mal, dass vielen von uns die Berufsbezeichnung nicht so viel sagt. Was machst du? Das ist eine wahnsinnig gute Frage. Was mache ich? Das frage ich mich manchmal auch. Wir arbeiten mit Familien, die wahnsinnig viele Herausforderungen gleichzeitig haben. Und so das Kernmerkmal von sozialpädagogischer Familienbegleitung ist, dass wir bei der Familie daheim arbeiten. Also ich gehe zu der Familie heim in ihre Lebenswelt. Ich erlebe ihren Alltag. Ich sehe, was funktioniert, ich sehe, was nicht funktioniert. Es ist so sehr authentisch. Gibst du uns ein konkretes Beispiel? Was triffst du für Situationen an? Meine Familie, ein Papi, eine Mami, 2 Kinder. Der Papi verliert seinen Job, das belastet die Familie schon mal. Der Papi versucht einen neuen Job zu finden, findet keinen, fängt an übermäßig Alkohol zu trinken. Irgendwann kommt es zu häuslicher Gewalt, es kommt zu einem Polizeieinsatz, die Kinder sind traumatisiert, die Mami ist traumatisiert, der Papi bekommt ein Kontakt- und Reha-Verbot, muss aus der Wohnung raus, steht plötzlich auf der Straße. Das ist so eins. Und jetzt geht es darum, wie kann man dieser Familie helfen, dass sie den Familienalltag einigermaßen funktional wieder hinkriegen, sodass die Auswirkungen für die Kinder möglichst gering sind. Und auch für die Mami und für den Papi natürlich. Aber der Fokus bei uns ist schon das Wohl der Kinder. Eben, wenn man dir zulässt, dann kommt ja in diesen Familien ganz viel von diesen Nöten, die wir am Anfang gesehen haben, kommt da zusammen. Ein riesen Durcheinander. Wie gehst du da vor? Also was machst du als erstes? Wie reagierst du? Wie nimmst du das auseinander? Das Erste ist, dass ich den Menschen sehe und nicht seine Probleme. Also es geht wirklich in erster Linie mal zuerst darum, mit dieser Familie eine Beziehung aufzubauen. Ja. Dann geht es um eine Auslegeordnung, die wir miteinander machen. Und auch die ist ganz wichtig, dass die auf Augenhöhe passiert. Weil das Konzept von der sozialpädagogischen Familienbegleitung ist Hilfe zur Selbsthilfe. Also mein Ziel ist, dass die Familie relativ schnell wieder selber handlungsfähig wird, selbstwirksam wird. Das ist ganz zentral auch für den Selbstwert von dieser Familie. Und dann geht es darum, einen Punkt nach dem anderen auf dieser Liste abzubauen. Das hat viel mit wertschätzender Konfrontation zu tun. Also ich bin nicht immer nur nett. Aber es geht nicht immer um die Sache, es geht nie um den Mensch. Ja. Du hast jetzt eben die Tools und die Erfahrung, die Netzwerke zur Hand. Mir vielleicht nicht, aber ich bin überzeugt, dass alle von uns mindestens eine so eine betroffene Familie kennt. Wir reagieren nicht, weil wir vielleicht Angst haben oder überfordert sind. Was können wir machen? Also für mich, ich tue ein bisschen hier an der Predigt nachher noch ein bisschen ergänzen. Es gibt für mich 2 Sachen. Das Erste ist, wie wir unserem Gegenüber begegnen. Also jeder Mensch hat den Wunsch, gesehen zu werden. Das ist es gibt so einen schönen Gottesnamen, El Roi, der Gott, der mich sieht. Und das kann man im Alltag machen. Das fängt an damit, dass wir der Barista, wo uns den Kaffee am Morgen macht, wenn wir auf dem Arbeitsweg sind, dass wir uns bedanken, ihr einen schönen Tag wünschen. Dass wir in dem Mikro zum Beispiel Kopfhörer abnehmen, wenn wir an der Kasse sind. So ein ganz einfaches Beispiel. Einfach dem anderen Wert geben ins Gesehen. Das ist so ein Teil, den wir alle machen im Alltag. Und ein anderer, der ist ein bisschen schwieriger. Das ist, sich wirklich zuzulassen. Ich erlebe so viele Gespräche, wo ein Mensch etwas erzählt und die Antwort ist, kenne ich, habe ich auch erlebt, weißt du? Und dann ist bei mir das passiert. Und der andere fühlt sich in dem Moment überhaupt nicht gesehen, überhaupt nicht ernst genommen. Es geht nicht darum, dass man
irgendwelche psychologischen Grundkenntnisse hat. Es reicht einfach zuzuhören. Dort sein, das ist schon so viel. Danke für die Vertiefung der Predigt. Danke vielmals. Ja, die Verantwortlichen von der Stadt schreiben zusammenfassend am Schluss dieser Liste, was vielen Menschen fehlt, die mit den sozialen Diensten in Kontakt stehen, ist ein gutes soziales Netz. Und genau darin sehen wir den Beitrag der Kirche, indem sie dort die Möglichkeit schaffen, dass die betroffenen Menschen an einer Gemeinschaft partizipieren können. Ich danke euch drinnen für eure Offenheit und auch den Mut, was es braucht hat, Einblick in euer Leben, in eure Arbeit zu geben. Das ist sehr wertvoll. Und wir werden jetzt einen Moment haben, wo wir es gehört haben. Es war jetzt viel mit der Predigt und mit diesen Interviews, können in Ruhe sacken lassen. Ich lade euch alle ganz herzlich ein, zum ganz still zu sein. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, das zu sortieren. Gott lädt uns ein, für unsere Stadt Winti zu beten. Und das werden wir jetzt miteinander machen. Ich lade euch ganz herzlich ein, um mit mir zusammen den QR-Code zu scannen, der jetzt gerade eingeblendet wird. Wenn ihr das macht, dann habt ihr auf dem Gerät bei euch sichtbar nochmal die 8 Nöte, von denen uns Regula erzählt hat, die wir eingeschickt bekommen haben. Scannt doch mal den QR-Code. Wenn ihr den QR-Code scannt, dann kommt ihr in eine Web-App rein und dort habt ihr die Möglichkeit, eins von diesen 8 Nöten auszusuchen. Welche Not von der Stadt Winti bewegt dich? Ihr könnt das anklicken und es gibt in dieser Plattform 2 Möglichkeiten. Du kannst entweder ganz einfach sagen, diese Not bewegt mich, und dann darfst du dort deinen Namen anschreiben oder du darfst irgendetwas anschreiben und kannst dich so quasi zu dieser Not committen. Du kannst aber auch sagen, hey, nein, ich möchte viel mehr, als mich einfach nur zu einer Not committen und sagen, die bewegt mich, sondern ich bin auch wirklich daran interessiert, vielleicht in so einer Not Verantwortung übernehmen. Ich habe es mega spannend gefunden von diesen praktischen Beispielen, die wir vorher gehört haben. Und vielleicht, wenn man merkt, hey, das Interesse in einer Not ist wirklich gross, da mehr über das auszutauschen, dann könnte man auch im Nachhinein dann mit deinen Kontaktangaben mal einladen für ein Treffen und zusammen über praktische Beispiele nachdenken, wie können wir eigentlich dieser Not begegnen. Wenn du dich also für eine ausgesucht hast und das eingetragen hast, wo du gerne möchtest, dann lade ich dich ganz herzlich ein, zum Köpfe zusammenstrecken. Können so kleine Grüppchen bilden, das zweite, das dritte, du darfst aber auch für dich allein. Und dann erzählt doch einander, hey, was für eine Not hast du ausgesucht? Und nachher haben wir 10 Minuten Zeit, um miteinander wirklich auch intensiv für die Not zu beten, dass wir dort hinein erleben dürfen, wie Reich Gottes hineinbricht.